Im Philipp sein Geschenk. «Wenn ich doch nur Geld hätte», hat der 6-jährige Philipp gejammert und tief geseufzt. «Morgen hat Mami Geburtstag und ich habe kein Geld, um ihr ein Geschenk zu kaufen. Was könnte ich ihr nur geben? Vielleicht mein Teddybär? Der ist mir das Allerliebste. An dem hat die Mami bestimmt auch Freude. Soll ich den Teddybär in Mami schenken? Ja, das mache ich.» So hat Philipp überlegt und so hat es beschlossen. Er war froh, dass er jetzt gewusst hat, was er ihm Mami schenken kann. Dann ist er in sein Kinderzimmer gegangen, wo der Teddybär auf dem Bänkchen gelegen ist. Er hat ihn in seine Arme genommen. «Ich habe dich lieb, Teddy», hat er gemurmelt. Und er hat sein Gesicht ganz fest das weiche Fell von seinem Teddybär gedrückt. «Aber ich muss dich weggeben, weil ich sonst kein Geschenk für meine Mami habe. Weisst, sie hat morgen Geburtstag. Gell, du bist mir doch nicht böse.» Dann hat er seinen liebsten Bär in ein Papier eingewickelt und hat das Pack in seine Spielzeugkiste gelegt, dass es am nächsten Morgen parat ist. Er ist am anderen Morgen früh verwacht. Als er fertig angelegt war, ist er mit seinem Pack in der Hand in die Küche gegangen. Die Mami hat gerade das Morgen parat gemacht. «Guten Morgen, Philipp», hat sie freundlich gesagt. «Du bist aber heute ein Frühaufsteher.» «Ich wünsche dir einen ganz schönen Geburtstag, Mami, und alles Gute», hat Philipp mit glücklich strahlendem Gesicht gesagt und hat ihm Mami das grosse Pack in die Arme gelegt. «Ich hoffe, du hast auch Freude an meinem Geburtstagsgeschenk.» «Danke vielmals», hat die Mami gesagt und hat ihm Philipp ein Küsschen auf den Backen gegeben. Und dann hat sie das Pack aufgemacht. «Oh, das ist ja dein Teddybär», hat sie überrascht gerufen. «Das ist dann aber lieb von dir, Philipp. Aber bist du sicher, dass du ihn weggeben kannst?» Ja, Mami, ganz sicher. Ich habe ihn fest gern, aber weisst, dich habe ich noch viel lieber», hat Philipp gesagt und dann hätte er sich aber ganz schnell wegdrüllen, weil ihm auf einmal ein paar Tränen in die Augen gekommen sind. Und die Mami soll ja nicht sehen, wie schwer dass es ihm fällt, sich von seinem lieben Teddybär zu trennen. «Weisst was?» hat die Mami hier gesagt. «Wie wär's, wenn du den Teddy für mich würdest hüten? Er gehört jetzt schon in mir, aber du könntest doch auf ihn aufpassen. Würdest du das für mich machen, Philipp?» «Oh ja, Mami», hat der kleine Philipp begeistert gerufen. «Das mache ich gern. Weisst, der Teddybär, der würde mich sonst sicher ein bisschen vermissen. Meinst du nicht auch? Aber gell, du hast schon gleich Freude an meinem Geburtstagsgeschenk, Mami?» «Ich glaube, du hast mir das schönste von allen Geschenken gemacht, Philipp», hat die Mami gesagt und hat ihm Philipp ganz zärtlich über den Kopf gestreichelt und ihm in seine glücklichen Augen geschaut.